Liebe Gäste, liebe Freunde, heute ist ein besonderer Anlass, ein besonderer Tag. Wir sind alle sehr aufgeregt. Es gibt was zu feiern. 30 Jahre Jekmal. Das Logo ist ein bisschen auch wie eine Null. 300 Jahre ist so unser Ziel für die nächsten kommenden Jahre. Genau. Mein Name ist Melih Ergün. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Zahlreiche bekannte Gesichter von Menschen, die unsere Arbeit unterstützen, die sich ehrenamtlich engagiert haben, die ein Stück weit das auch zur Lebensaufgabe gemacht haben, Jekmal aufzubauen. Und es ist eine große Ehre für mich, heute diesen Abend für Sie zu moderieren, Sie zu begleiten. Haben wir im Programm Musik, wie ihr schon mitbekommen habt, unsere beiden Freunde, wo sind sie? Nochmal Applaus für die beiden. Es gibt eine Ausstellung, die könnt ihr natürlich so in den Pausen immer wieder besichtigen, nach dem Programm. Es gibt ein Gästebuch, wir würden uns freuen, wenn Sie sich eintragen mit schönen Anekdoten oder Worten an uns. Wir zeigen im Programm auch noch einen Film, es wird ein Buffet geben. Ich glaube, dann habe ich so das Allerwichtigste. Jetzt zum Programm. Es sollte ursprünglich der erste Vorsitzende von Jekmal sprechen. Meine Augen sind schlecht. Ismail Acıoğlu ist leider krank und deshalb wird die kurzen Grußworte, die vorbereitet sind, unser Kollege Yaşar Kirgis, ist die Aufregung, Entschuldigung, wird sie jetzt an euch lesen. Ihr habt gehört, ich bin die Notlösung sozusagen, aber ich habe die Aufgabe gerne übernommen. Ich werde die Rede von unserem Vorstand jetzt auf Kurdisch Kurmanji vorlesen. Meyvanên rezar, hevalên heja. Ez bek reveberiya yekîtiya malbatên ji Kurdistan li Almanyayê ve hemiyan rezdarî silav dikim û spasiya hatnavet dikim. Yekmal îsal sîsaliya xwe pîroz dike. Ev ji bo saziyek demek pir dirêj e. Di her salekê de hewildan û ezmûnên pir girîng hene. Îro em kêfxweşin ku wan servoriyan bi we hemiyan re parve bikin. Em di vê baweriyê de ne ku Yekmal ve bi hemû hêza xwe ji bo pêştebirina pirzmanî û pirçandiyê karên xwe bidomîne. Ez hevî dikim bi her re em li Almanyayê ji bo pêşxistina hevjiyana vekhev îmkanên çêtir ji bo tevlîbûna jiyana civakî ya cihêreng bixebitin. Ez hevî dikim ku hûn bi me re demek xweş derbas bikin. Carekê din silav û hurmatê xwe ji we re pêşkeş dikim bimînin di nav xweşiyê de. Spas. Dann würde ich jetzt an meine Kollegin Günay Darıcı das Wort übergeben. Sie ist eine ganz wichtige Person, ich würde sagen das Herz von Jekmal. Und du bist jetzt nochmal in deiner Funktion, aber auch als Person, die schon ziemlich lange, seit 2009 bist du bei Jekmal, hast einiges aufgebaut, wirst du jetzt nochmal auf Deutsch jetzt aber noch ein Stück weit ein bisschen die Geschichte anreißen. Ein Teil ist da, aber du erzählst nochmal so eine andere Ebene von den Erfahrungen, die wir als Migranten-Selbstorganisation gemacht haben. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde. Ich werde ein bisschen länger als mein Vorsitzender sprechen. Im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen, ihr werdet in der Veranstaltungszeit könnt ihr viele Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen
heiße ich Sie herzlich willkommen. Heute versammeln wir uns, um einen besonderen Meilenstein zu feiern. Das 30-jährige Bestehen des Vereins der Eltern aus Kurdistan in Deutschland, Yekmal e.V. In den letzten 3 Jahrzehnten hat sich Yekmal von einem kleinen Verein zu einem mittelgroßen sozialen Unternehmen entwickelt, das einen festen Platz in der deutschen Gesellschaft eingenommen hat. Dieser Erfolg ist nicht nur für uns als Migranten-Selbstorganisation, sondern als kurdischer Elternverein von großer Bedeutung. Wir sind äußerst dankbar, dass Sie sich Zeit genommen haben, um an diesem bedeutsamen Tag mit uns zu sein. Besonders möchte ich Frau Saraya Gomez, liebe Saraya, du warst immer bei uns, mit uns. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Ehemalige Staatssekretärin für Vielfalt und Antidiskriminierung der Berliner Senatsverwaltung für Justiz, Vielfalt und Antidiskriminierung. Und Herr Aziz Bozkurt. Lieber Aziz, vielen Dank, seit wir dich kennengelernt haben, oder dass du in Berlin bist. Du warst immer bei uns, deine Unterstützung war auch und ist immer noch bei uns. Aziz Bozkurt, Staatssekretär für Soziales in der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. Habe ich alles richtig gemacht? Und Herr Holger Spür, mit Herrn Spür, wir haben uns, ich glaube 2010 oder 2011, wir sind Mitglied, Yekmal ist, ich glaube seit 1995 Mitglied bei Paritätischen Wohlfahrt Berlin. Und seit 2010 arbeiten wir sehr eng mit Herrn Spür. Und Unterstützung von Herrn Spür hat wirklich uns größer gemacht. Also diese Entwicklung haben wir durch unsere Dachverband vorwiegend bekommen. Danke Ihnen und danke, dass Sie immer bei uns sind, dass Sie immer bei unseren Veranstaltungen, kann man so sagen, Anlässe, dass Sie immer dabei sein. Herr Spür ist Fachreferent für Migration des Paritätischen Berlin. Und Herr Markus Runge, Markus ist Geschäftsführer des Nachbarschaftshauses Urbanstraße. Ich begrüße dich auch sehr. Du bist heute nicht nur Redner bei uns, auch Gastgeber. Das Haus gehört zum Nachbarschaftshaus und danke dir. Das ist eine tolle Kooperation, tolle Zusammenarbeit, dass wir zusammen leisten und dass die Unterstützung von dir bekommen werden. Das Team von Yekmal hat in all den Jahren mit Hingabe und Engagement Großartiges geleistet. Also wie mein Kollege Merich erwähnt hat, also statt hier eine ausführliche Auszählung der Meilensteine und Erfolge zu präsentieren, schlage ich vor, dass wir gemeinsam einen kurzen Film betrachten, der unsere Reise zusammenfasst. Außerdem erwartet Sie eine Broschüre, ich glaube beim Anfang haben Sie das bekommen,
die die 30-jährige Geschichte von Jegmal näher beleuchtet. So wie eine Ausstellung, das Sie, ich glaube, am Anfang auch gesehen haben, danach können Sie vielleicht ein bisschen näher anschauen, angucken, die unsere Geschichte greifbar macht. Aber ich werde heute ein bisschen meine Rede anders halten. Ich möchte an eine andere Seite unserer Geschichte erinnern, die oft übersehen wird oder nicht gesehen wird, wenn es um Erfolge geht. Jegmal hat in den vergangenen 30 Jahren insgesamt mindestens ein Jahrzehnt damit verbracht, sich immer wieder zu erklären, immer wieder die fachliche Potenziale zu veranschaulichen und nachzuweisen, immer wieder auf Bedarfe und notwendige Maßnahmen hinzuweisen, um endliche Anerkennung verbunden, auch mit den entsprechenden Förderungen zu finden. Unsere Kernzielgruppe oder vorrangige Zielgruppe sind kurdische Menschen und kurdische Familien. Leider wurden kurdische Community oft innerhalb anderer Gruppen oder Staatsangehörigkeiten eingeordnet und nicht angemessen wahrgenommen. Diese Herausforderung leider besteht bis heute. Die kulturelle Identität und die Sprache der Kurdinnen hatten nicht immer die gleichen Möglichkeiten zur Entfaltung wie die anderen Einwanderergruppen. Kurdinnen gehören zu den am stärksten von Diskriminierung betroffenen Gruppen. Diese Diskriminierung zeigt sich nicht nur in der deutschen Gesellschaft, sondern auch innerhalb der Migrantengemeinschaften. Beratung, Empowerment und begleitende Projekte haben uns immer noch nicht in dem Umfang erreicht, den wir für die kurdische Community benötigen. Es ist manchmal fast so, als würde sich die Marginalisierung, die Kurdinnen von Seiten der Herkunftsstaaten erfahren, in Deutschland fortsetzen. Die Kurdinnen können Türkisch, Arabisch, Persisch. Warum also Kurdisch? Das habe ich leider oft gehört und erfahren. Trotz dieser Hindernisse sind wir stolz darauf, dass wir 30 Jahre voller Erfolge hinter uns haben. Dies waren Jahre gemeinsam Arbeit und Engagement mit unseren Unterstützern und Partnern. Als ich vor vielen Jahren, ich glaube 26 Jahren, zu Jegmal kam, ich glaube, Hütter, der Gründer von Jegmal, er ist, also nicht ich glaube, er ist unter uns, genau. Also, Hütter weiß, wann ich zu Jegmal gekommen bin. Das ist gut. Genau, weil ich eine Mutter und eine kurdische Frau die Unterstützung in einem neuen Land suchte. Jegmal bot mir eine Anlaufstelle, um Fragen zu stellen und Unterstützung zu finden. Das heißt, man kann danach bei Jegmal Geschäftsführerin oder Geschäftsführer werden. Und heute ist Jegmal immer noch diese Anlaufstelle, nicht nur für neue Zugewanderte, sondern auch für Familien in der zweiten und dritten Generation, für junge Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind. Unsere Einrichtung beschäftigt mittlerweile fast
114 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Arbeit erstreckte sich zunächst auf Berlin, wo wir 27 Jahre lang aktiv waren. Seit 3 Jahren sind wir in Deutschland weit tätig und haben Niederlassungen und Kolleginnen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, in Brandenburg und Bremen. Wir betreiben zweisprachige Kitas für Kurdisch und Deutsch, bieten ambulante Erziehungshilfen, verfügen über die Jekmal-Akademie. Demnächst wird mit einem anderen Rechtswort GmbH weiterarbeiten, einer Jekmal-Akademie und eine Antidiskriminierungsstelle, das mein Kollege Merich leitet. Dann wir haben auch unser Familienzentrum und unsere Rechtsberatungsstelle für Asyl- und Aufenthaltsrecht sind wichtige Anlaufstellen in Berlin, aber natürlich nicht nur für kurdische Menschen, für alle diese Betriebe, diese Einrichtungen, diese Projekte offen. Der Schlüssel zu unserem Erfolg liegt vor allem in der starken Teamarbeit. Nelson Mandela sagte einmal, jeder kann über sich hinauswachsen und etwas erreichen, wenn er es mit Hingabe und Leidenschaft tut. Ich glaube, dass ein großer Teil unseres Erfolges auf diese Hingabe und Leidenschaft beruht. Deswegen, in dieser Stelle möchte ich mich wirklich bei Team, bei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Jekmal bedanken. Sie haben, ich habe 20 Stunden, 30 Stunden Stelle, dann werde ich das machen und das fertig. Nein, Sie haben immer als Ziel, das wir erreichen möchten, Sie haben das auch sehr wichtig genommen, wahrgenommen und Sie haben tolle Arbeit geleistet. Wenn wir sagen, von einer Stelle, einer Person, wie wir jetzt über Hunderte geworden und deutschlandweit, nicht nur in Berlin, in deutschlandweit arbeiten können. Und da Team von Jekmal hat eine sehr, sehr große Arbeit geleistet. Wir wollten etwas erreichen und haben mit sehr viel Herzblut und Hartnäckigkeit unsere Ziele verfolgt und zugunsten der kurdischen Community umgesetzt. Wir haben neue Fähigkeiten entwickelt, kreative Lösungen gefunden und uns neuen Herausforderungen gestellt. Daher möchte ich in erster Linie meine Kolleginnen und Kollegen und den vielen Unterstützern für ihre harte Arbeit und Hingabe danken. Unser besonderer Dank gilt auch den Institutionen und Partnern aus Politik und Verwaltung, die uns unterstützt und wertvolle Zusammenarbeit geleistet haben. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Gemeinsam werden wir die soziale Landschaft und die zivilgesellschaftlichen Strukturen in Deutschland weiterentwickeln und gestalten, um ein gleichberechtigtes Miteinander, bessere Zukunftschancen und die Teilhabe aller Menschen an einer vielfältigen Gesellschaft zu fördern. Ich werde meine Rede hier
beenden. Aber mein besonderer Dank die Kolleginnen, die den Tag oder 30-jähriges Jubiläum vorbereitet haben. Stella und Eileen, die haben viel gemacht. Vielen Dank, liebe Stella. Das war eine tolle Arbeit von Stella und von Eileen. Sie haben viel gemacht, viel vorbereitet. Genau. Unsere Ausstellung wurde von Barış Seyitvan, der ist der Künstler. Ich glaube, vor 2 Jahren ist er aus der Türkei gekommen, aus Ahmet gekommen. Barış arbeitet mit Yekmal seit ungefähr 6 Monaten oder einem Jahr. Er hat diese Ausstellung vorbereitet und eine Kollegin, sie ist auch aus der Türkei, eine Künstlerin, sie arbeitet auch mit uns, die haben diese tolle Ausstellung vorbereitet. Und ich danke Gülcan und Barış auch. Vielen Dank. Vielen Dank, Günay. Haben wir im Team auch gedacht, dass du etwas Großes geschaffen hast, mit all deiner Bescheidenheit. Eine halbe Stelle, 20 Stunden und jetzt, was war das, 120 Menschen, die fest angestellt sind? 114 Standorte in Deutschland. Du hast es geschafft, Eltern, wir sind ein Elternverein, und deren Familien und Kindern einen Raum zu geben, einer indigenen Tradition, die eigentlich ausgelöscht werden soll in vielen Dominanzkulturen, und einen Raum zu schaffen, der Verbundenheit schafft, aber auch ein Wissen weitergeben kann und gesellschaftliche Veränderung auch mitgestalten. Dafür möchten wir dir sehr, sehr danken und das ist nur ein kleines Dankeschön, was wir dir geben können. Lieber Aziz Bozkurt, wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist. Es hat schon fast eine Tradition. Wir haben Nevruz zusammen gefeiert dieses Jahr. Da warst du noch in einer anderen Rolle als ein anderer Staatssekretär. Und Günay hat es ja schon angesprochen, auch du unterstützt unsere Arbeit. Und was mich so ein Stück weit fasziniert hat, als ich so ein bisschen gelesen habe, versucht habe, was rauszufinden über dich, dass du scheinbar Gegensätzliches verbindest. Du hast als Wirtschaftsingenieur gearbeitet und gleichzeitig so jahrzehntelang politisch aktiv gewesen und hast dich für Themen wie Gleichberechtigung und Migration eingesetzt. Passt vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so zusammen. Oder was ich auch ganz spannend finde, ist so, du hast dich selbst, glaube ich, aus einfachen Verhältnissen genannt. Ja, und jetzt so zweifacher Staatssekretär, das ist auch natürlich eine beachtliche Leistung. Die Gemeinsamkeit so mit Bünde, wir haben Standort in Bielefeld, ich weiß nicht, ob die Kolleginnen hier sind, aus NRW, aus Essen. Vielleicht ist es da nochmal eine Möglichkeit, miteinander zu reden. Und als letztes will ich vielleicht nochmal nennen, ist aber schon ein bisschen her, 2012 hast du dich mit Buschkowski so duelliert in der Öffentlichkeit und hast du seine rassistischen, ständigen, wiederholenden Aussagen hast du öffentlich kritisiert. Das finde ich ganz spannend. Wir danken dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wissen, dein Zeitplan ist enorm dicht. Freuen uns sehr, dass du da bist und Grüße an uns richten möchtest. Aziz Bozkurt. Vielen Dank, liebe Gäste, liebe Mitarbeiterinnen und liebe Vereinsmitglieder von Yekmal, liebe Günay Darıcı. Erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Das ist auch nicht nur so gesagt. Beim ersten Zusammentreffen hat euch das, glaube ich, irritiert, dass mein Nachname Bozkurt
Für die, die es nicht wissen, sind graue Wölfe übersetzt, das sind türkische Faschisten. Aber mit meiner Herkunft war das dann, glaube ich, dann etwas okay, aber ich musste erst das Eis brechen, indem ich ein bisschen auch von der Familiengeschichte erzählen musste. Und um sozusagen die Geschichte da auch zu schließen, vielleicht auf Kurdisch, etwas gebrochen vielleicht. Rojbash, Kushkendelal, Brian Heja, Damezrandina, Si Salia, Kamale Bekirose. Yekmal ist jetzt 30 Jahre alt, aus der Neugründung der Gruppe ehrenamtlicher kurdischer Eltern, Lehrer, Sozialarbeiterin, Erzieherin 1993, hat sich, wie auch schon erwähnt, ein breit aufgestellter Verein mit mehr als 140 Mitarbeiterinnen in 5 Bundesländern mit einem großen Netzwerk entwickelt. Die 93 Beteiligten trieb der Wunsch an, dass ihre Kinder die Sprache ihrer Eltern, das Kurdische, nicht verlernen sollen. Mit unermüdlichem Engagement kämpfte Yekmal für seine Forderung und eröffnete 2014, wie auch schon erwähnt, europaweit die erste bilinguale kurdische Kita. Yekmal kommt insofern eine Vorreiterrolle zu. Heute ist die Bedeutung von Mehrsprachigkeit, Zweisprachigkeit allgemein bekannt. Und meine Worte am Anfang auf Kurdisch, auf Kurmanji waren etwas gebrochen. Das liegt daran, dass es auch Familien gibt, wo die Sprache, wo die Geschichte nicht weitergetragen wird. Das liegt einmal daran, wie auch angerissen wurde, dass es in den Herkunftsländern tatsächlich auch Repression gibt. Das heißt, mein Vater hat Ärger bekommen, wenn er in der Schule Kurdisch gesprochen hat, und meine Mutter kann gar kein Kurdisch, so dass die Sprache nicht weitergegeben wurde. Dass sie auch nicht weitergegeben wurde, liegt daran, dass wir nicht überall Yekmal haben. Und dafür ist euch herzlich zu danken. Wir als Berliner können tatsächlich sehr froh sein, dass wir euch haben. Ich möchte mich im Namen des Senates auch für die Impulse für die Mehrsprachigkeit herzlich bedanken. Bis heute steht Yekmal für Bildung, also für selbstbestimmte Zukunft und Aufstiegschancen, mit einem besonderen Fokus auf Antidiskriminierung, Vielfalt und Empowerment, und ist damit ein wichtiger Player in der Berliner Stadtgesellschaft und ein wichtiger, verlässlicher Partner auch für die Arbeit des Senates. So hat uns Yekmal in wesentlichen Bereichen unserer Teilhabepolitik unterstützt, auch mit Hilfe engagierter Politikerinnen und Politiker. Yekmal hat die Novellierung des Berliner Partizipationsgesetzes aktiv mit vorangebracht. Yekmal hat die Bemühungen um die Einsetzung einer Enquete-Kommission zur Bekämpfung von rassistischen Strukturen unterstützt und mit vielen anderen Organisationen die Resolution unterzeichnet. Yekmal hat in den vergangenen 3 Jahren, und das waren anspruchsvolle Jahre für alle von uns, die durch Covid-Pandemie und die Aufnahme von vielen Menschen aufgrund von Flucht geprägt waren, dabei unterstützt, Informationen auf Kurdisch zu erstellen und in die Community hineinzutragen und gemeinsam mit dem Senat Angebote zum Testen und Impfen erstellt. Yekmal, und das freut mich sehr, ich bin nicht der zuständige Staatssekretär für das Thema, aber ich durfte ihm den Termin tatsächlich abbringen, was ihm schwer fiel, deswegen herzliche Grüße auch von Staatssekretär Landero. Yekmal wird, wie gesagt, es freut mich sehr, auch seit vielen Jahren durch wichtige Projekte der Senatsverwaltung für Integration gefördert. Derzeit sind das beispielsweise Stab vorwärts, Strategien schaffen, Talente nutzen, präsent werden. Ziel des Projekts ist dabei die Förderung der Teilhabemöglichkeiten migrantischer und geflüchteter Menschen in Berlin durch Stärkung der Selbstermächtigung, Empowerment, Selbsthilfe im Sinne von Patenschaften und der Vernetzung von Eltern zur politischen Partizipation in diversen Berliner Gremien. Also das, was wie ein roter Faden sich durchzieht, Emanzipation, Aufstieg, wo ihr auch Berlin tatkräftig unterstützt. Und das zweite, Migrationsrechts- und Flüchtlingsberatung, wie auch schon erwähnt, was gerade in diesen Zeiten natürlich nochmal besonders wichtig ist, damit Menschen hier auch ankommen und eine neue Heimat finden können. Ich bedanke mich deshalb herzlich bei allen Mitarbeiterinnen des Vereins für die hervorragende Arbeit, die tolle Zusammenarbeit und freue mich auf den gemeinsamen weiteren Weg. Die nächste Person, die ich jetzt ankündigen möchte, ist eine ganz besondere Person für uns. Und liebe Sarah, wir freuen uns riesig, dass du wieder da bist. Auch das hat Tradition. Hatten wir im Frühling dieses Jahres Nevlus gefeiert.
Da warst du auch da als Staatssekretärin für Vielfalt, Antidiskriminierung und Antidiskriminierung. Und was uns sicherlich miteinander verbindet, ist mehr als nur eine politische Agenda. Und da möchte ich von einer kleinen Anekdote erzählen, die ist persönlich, die hast du bestimmt vergessen. Da ging es um meine ältere Tochter. Und du warst ja als wir uns kennenlernten, damals noch Beauftragte für Antidiskriminierung, für Schulen zuständig. Und ich war so verzweifelt, über Kontakte habe ich dann eine Nummer von dir bekommen. Und da habe ich nachts um 11 eine SMS geschrieben. Und du hast zurückgeschrieben. Also es zeigt, du bist eine Person, politische Ämter sind letztendlich egal für dich. Und die Menschen stehen wirklich im Zentrum. Und das hat mir so Kraft gegeben, dass du nachts um 23 Uhr geantwortet hast. Das werde ich nicht vergessen. Also das ist so ein Stück weit das Engagement, was wir kennen von Saraya. Großes Herz, wirklich riesen, grenzenloses Engagement für die Menschen. Politische Ämter spielen letztendlich keine Rolle, wolltest nicht mal genannt werden, welche Ämter du hattest auf der Einladung. Nur dein Name ist mir am liebsten, hast du gesagt. Und das zeigt auch, als du damals, das war so um 2017, bist du zu uns in die Waldemarstraße gekommen, als Antidiskriminierungsbeauftragte. Ja, und hast uns als Verein besucht. Und das war für uns eben ein Zeichen, dass du die kurdische Identität siehst, dass du sie anerkennst und dass du bereit bist, mit uns zu arbeiten. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass diese Arbeit weitergeht. Und wir freuen uns einfach riesig, dass du da bist mit all deiner Bescheidenheit und doch mit der enormen Ausstrahlungskraft und Veränderungsmotivation, die uns sehr, sehr inspiriert. Danke, dass du da bist. Wir freuen uns auf deine Worte. Ich hatte mir vorgenommen, auf gar keinen Fall Tränen in die Augen zu bekommen, weil beim letzten Mal ist das schief gegangen. Jetzt müssen wir mal gucken. Vielen, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Vielen Dank, Günay. Vielen Dank an das ganze Yekmal-Team, an alle, die für heute vorbereitet haben. Aziz Bozkurt ist jetzt schon gegangen, von daher sehr geehrter Staatssekretär, spare ich mir, aber auch Mitglieder des Abgeordnetenhauses sind da und weitere Repräsentanten, liebe Gäste. Es ist so schön, dass wir heute gemeinsam 30 Jahre Yekmal feiern können. Ich bedanke mich auch, dass ich überhaupt hier Raum einnehmen kann und bedanke mich für die Einladung zum 30-jährigen Dienstjubiläum. 30 Jahre Kämpfe, 30 Jahre, die eigentlich noch viel länger sind, weil bis es überhaupt dazu gekommen ist, waren schon viele, viele, viele Menschen davor, die gekämpft haben, damit das überhaupt entstehen kann. Und ich glaube, wir sollten uns auch sozusagen an unsere Vorfahren immer erinnern. Vor allen Dingen zunächst rein und ausschließlich ehrenamtliche Arbeit. Das ist bemerkenswert, wenn wir jetzt schon ein bisschen den Weg zu heute 2023 gehört haben. Ich möchte auch nochmal alle, die es noch nicht getan haben, einladen, die Jubiläumsbroschüre und den Film, aber ich habe gehört, den sehen wir schon, sehen wir noch, sich wirklich anzuschauen, vielleicht auch im Nachgang nochmal, weil ich glaube, dass wir viel von diesen Wegen ganz viel lernen können. Für uns, für mich persönlich auf verschiedensten Ebenen war das sehr inspirierend und hat mir viel beigebracht, auch in der Communities-Arbeit, die ich neben irgendwelchen Ämtern und so gemacht habe, von Yekmal zu lernen und auch von den Verschränkungen, wie ihr sozusagen Arbeit für die kurdische Community und darüber hinaus gedacht habt, dass es eben nicht reicht, einfach nur in dem einen Bereich zu arbeiten, sondern dass die sich verschränken und dass wir dann auch Angebote zugänglich machen. Das war ein wichtiges Lernen und dafür danke ich euch, dass ich das auch mittragen konnte und sehen konnte, wie das gut funktionieren kann. Hürden und Kämpfe habe ich schon gesagt. Ich sage vielleicht auch am Ende noch mal was dazu. Für mich einmal kurz noch ein persönliches Wort.
Ich habe noch ein anderes Jubiläum, abgesehen von den Ämtern, mit Jekmal. Das ist nämlich mein 13. Jubiläum, weil ich bin 2010 von Niedersachsen nach Berlin als Lehrerin gekommen und Jekmal war in den Angeboten für mich ein wichtiger Ort der Verweisberatung. Materialien konnte ich nutzen für den Unterricht. Ich konnte immer wieder Eltern und SchülerInnen auf die Arbeit des Vereins hinweisen. Wir haben uns getroffen sogar, auch wenn ihr euch vielleicht gar nicht erinnert, in irgendwelchen Runden, dann gemeinsam als Zivilgesellschaft oder Vertretung zu Mehrsprachigkeit in den unterschiedlichsten Orten. Und von daher begleitet mich Jekmal wirklich sehr, sehr lange und ich freue mich auf die, ich werde es dann von irgendwo anders sehen, die nächsten 300 Jahre. Mehrsprachigkeit, Bildung, Erziehung, aber auch, wie gesagt, Beratung im Kontext von Aufenthalt, Asyl etc. Antidiskriminierungsberatung ist mit im Zentrum eurer Arbeit und bringt, glaube ich, auch nochmal sowas wie ein Best Practice, glaube ich, hervor. Und wir müssen trotzdem auch über die vielen Failed Practice, die vor den Best Practice stehen, sprechen. Ich selbst habe eine lange Geschichte an Failed Practice in unterschiedlichsten Ämtern und viele Dinge, die ich irgendwann mit anderen und euch gemacht habe, gibt es noch nicht mal mehr. Da müssen wir vielleicht noch mal 20 Jahre oder ähnliches warten. Aber das, glaube ich, das Bemerkenswerte, du hast gesagt Hartnäckigkeit, ist auch immer so eine Kraftquelle gewesen, glaube ich, für viele, viele andere nicht aufzugeben, auch mit den vielen Ja, aber. Wirklich bemerkenswert. Und ich weise nochmal darauf hin, die bilinguale kurdischen Kitas, die es jetzt im Plural sogar gibt, die Beratungsstelle für Asyl- und Aufenthaltsrecht, die Erstaufnahmeeinrichtungen, auch für Jugendliche gerade. Das war für mich nochmal als Lehrerin auch besonders wichtig. Das Zentrum für intersektionale Diversität, ganz, ganz wichtig. Also all diese Orte, die ich jetzt nur kurz benannt habe, leisten einen ganz großen Beitrag, A, in ihren eigenen Fachgebieten, aber auch ganz besonders in der Verschränkung. Vielleicht jetzt noch ein bisschen was, wir haben ja auch in den letzten 1,5 Jahren nochmal über einige Dinge gesprochen, wie die Verstärkung der Antidiskriminierungsarbeit zum Beispiel und haben auch gesehen, welche Hürden, also selbst in dem Wollen, auch entweder verwaltungsrechtlicher Natur oder anderen dastehen, abgesehen von gesellschaftlichen Schwierigkeiten, wenn eben, ihr habt das beide ja auch gesagt, gerade sozusagen multiple Diskriminierungsebenen sich verschränken und in dem sozusagen da hinzukommen, dass es eine echte Anerkennung gibt, die sich dann nicht nur in wohlmeinenden Worten ausdrückt, sondern eben auch in entsprechenden Ressourcen, in Unterstützung und auch in der Arbeit, die Hürden, Barrieren, die es sozusagen formal gibt, abzubauen. Da ist, glaube ich, noch viel zu tun und ich bin froh, dass ihr einfach weiter dran bleibt und nicht aufgibt, selbst wenn es dann immer das Ja, aber gibt. Es geht also wirklich um Hürden auch von Selbstbestimmung und wir sehen vielleicht auch nicht nur über die Ausstellung, sondern über alle anderen Möglichkeiten, mit wie viel ihr euch auch oft zurücknehmen musstet und die sozusagen Forderungen auch immer weiter runterschrauben musstet, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen, um die nächste Tür aufzumachen, etc. Und wir brauchen hier, glaube ich, nochmal eine größere Diskussion, weil es sicherlich aus einer Logik auch vielleicht von Recht etc. in bestimmten Kategorien zu denken, erstmal logisch war und ist und gleichzeitig damit bestimmte Verhältnisse für bestimmte Gruppen oder als Gruppen konstruierte Gruppen etc. so nicht fassbar sind. Und ich glaube, hier ist es
verweise ich auch immer wieder, wenn andere Communities vor denselben Fragen stehen, auf euch und hoffe, dass auch die hier eure Expertise und eure Hartnäckigkeit sich davon auch empowern lassen und weitermachen können. Das eine Amt ist nur das Amt, von daher werden wir weiter zusammenarbeiten und zusammen weitergehen. Ich freue mich sehr, sehr darauf. Nach den Feierlichkeiten kriegt ihr ein paar Mails von mir, weil ich ein paar Fragen habe und bin sehr, 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 sehr glücklich, dass ich jedes Mal ein bisschen dabei sein darf und dass ich so viel von euch lernen konnte. Das Team ist fantastisch, ich kann es nur immer wieder sagen. Herzlichen, herzlichen Dank und es gilt unbedingt, dass wir diese Arbeit ausbauen, entsprechend nicht nur würdigen, sondern Worten sozusagen Taten folgen lassen und dafür wünsche ich viel Kraft und mein ganzes Herz. Es gibt noch einige Grußworte und zwar Berivan Aymas, vielleicht haben einige schon von ihr gehört, Vizepräsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Auch sie hat kurdische Wurzeln, kurdische Identität, die oft erstmal auf den ersten Blick gar nicht erkennbar ist. Und sie schreibt Folgendes zu unserer 30-Jahresfeier. Sie kann leider nicht dabei sein, lässt herzlich grüßen. Liebe Frau Darece, liebes Team von Yekmal, in diesem Jahr besteht Ihre Organisation schon seit 30 Jahren. Ein schöner Grund zum Feiern und ich gratuliere allen Akteurinnen und Akteuren des Vereins sehr herzlich. Den Entstehungsprozess, den Werdegang und die erfolgreiche Entwicklung von Yekmal habe ich mit Freude verfolgt. Kurdisches Leben in unserer vielfältigen Gesellschaft stärker sichtbarer zu machen und das Anliegen von kurdischen Familien und Kindern, wie zum Beispiel durch Angebote mit bilingualen Kindergärten zu unterstützen, ist eines ihrer Markenzeichen. Und sie machen es sich ebenso zur Aufgabe mit Integrations- und Beratungsangeboten für Neuzugewanderte, das Ankommen in unserem freiheitlich und demokratisch verfassten Land zu erleichtern. Gerade auch vor dem Hintergrund der Aggression und Leugnungspolitik gegen Kurdinnen und Kurden in den Herkunftsregionen gewinnt die Einbindung und Vertretung der kurdischen Community in unserer vielfältigen Einwanderungsgesellschaft eine besondere Bedeutung. Allen, die mit großem Engagement und Professionalität einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen mit transnationaler Geschichte, insbesondere für die kurdische Community, sowie deren Familien ein selbstbestimmtes, gleichberechtigtes und freies Leben in Deutschland führen können, meinen herzlichsten Dank. Ich freue mich auf den weiteren Austausch. Nun wünsche ich allen einen schönen Jubiläumsempfang und dann schreibt sie einen Satz auf Kurdisch, wo sie nochmal Glückwünsche für unser 30-jähriges Bestehen wünscht. Herzlichst eure Berivan Aymas. Die nächste Person, die ich ankündigen werde, Holger Stör. Göner hat sich schon so auch davon so ein bisschen erzählt, wie lange wir uns kennen, wie du uns auch mit unterstützt im Rahmen deiner Arbeit als Fachreferent. Und auch beim Neus warst du dabei, auch das hat Tradition, da hatte deine Tochter Geburtstag, diesmal nicht, habe ich gefragt. Auch wir sind sehr dankbar dafür, dass du dir wieder Zeit genommen hast, dass du hier bist, für dein Interesse an unserer Arbeit, langjährig das wirklich mitbegleitet hast, bei Fragen immer ansprechbar bist und immer geguckt hast, wie können Strukturen, die wir brauchen, auch wirklich geschaffen werden, wie kann das, wo wir Bedarf sehen, auch umgesetzt werden. Dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar und wir freuen uns über die Grußworte, die du für uns hast. Ja, hallo, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Vorstand von Yekmal, liebe Günay Darece, liebe Cornelia Rasulis, liebe Mitglieder und Mitarbeitende von Yekmal und liebe Gäste. Wie Sie vielleicht bereits gemerkt haben, spätestens nach all den Reden, Yekmal legt seit 30 Jahren ein unglaubliches Tempo vor. Man kann nie up-to-date sein, Sie sind immer einen Schritt weiter, es ist
wirklich beeindruckend. So auch die Gründungsgeschichte. Im Jahr 92 war die Idee zu Jekmal, 93 wurde Jekmal gegründet, 94 wurde die Gemeinnützigkeit bestätigt, 95 waren sie schon Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter. Seit 30 Jahren arbeitet Jekmal kontinuierlich am Ziel einer Gleichberechtigung und Gleichstellung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, unterstützt Familien, Frauen, Kinder, Jugendliche und ihre Eltern in den Bereichen Bildung und Erziehung, in Kita, Schule und Ausbildung. Wir freuen uns sehr, dass wir Jekmal als Paritätischer seit 28 Jahren auf diesem Weg begleiten durften. Und ich auch schon 10 Jahre, stimmt. Ja, auch schon eine Weile. Ne? Die Gründungsmitglieder von Jekmal waren Eltern und PädagogInnen kurdischer Herkunft in Berlin. Ziel des Vereines war die Unterstützung von Eltern mit vorwiegend kurdischem Migrationshintergrund in Bezug auf Bildung und Bildungschancen ihrer Kinder. Jekmal unterstützte Eltern in der Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen, organisierte Hausaufgabenhilfe und Fortbildungen für Eltern. Hierzu gehörte auch die Stärkung der Eltern in der Zusammenarbeit mit dem deutschen Bildungssystem, mit Partizipation in Kita und Schule. Diese Arbeit hat Jekmal seit 1993 kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute ein sehr bekannter und geschätzter Partner für Schulen und Kitas in der Elternarbeit und in vielen Netzwerken aktiv und bekannt in Schule und Kita. Ein weiterer Schwerpunkt, es wurde schon genannt, ist die bilinguale Sprachförderung von Kindern in kurdischen Sprachen und in Deutsch. Hier hat Jekmal kontinuierlich das oft auch ehrenamtliche Engagement von PädagogInnen unterstützt und stellt zum Beispiel bilinguale Kinderbücher her und zur Sprachförderung von mehreren Sprachen für Familien. Ein weiterer Schritt, der vom Paritätischen Wohlfahrtsverband beratend begleitet werden durfte, war die Eröffnung der ersten bilingualen deutsch-kurdischen Kita im Bezirk Wedding im Jahr 2014, aber auch die erste europaweit, ne? Die erste kurdisch-bilinguale Kita. Also auch hier wieder ein Vorreiter. Heute ist der Verein Jekmal natürlich schon Träger von 2 Kitas seit einiger Zeit. 2015 kamen auch die ambulanten Hilfen zur Erziehung dazu als neuer Aufgabenbereich. Hier bietet Jekmal sein Angebot neben Deutsch natürlich auch in kurdischen Sprachen sowie Arabisch und Türkisch an. Seit 2016 betreibt Jekmal auch die Asylverfahrensberatungsstelle für Geflüchtete, die vom Berliner Senat gefördert wird. 2 Jahre lang unterstützte der Paritätische diese Arbeit, bis die Arbeit auch mit Senatsmitteln dann gefördert werden konnte. Die Beratungsstelle für Geflüchtete ist natürlich auch mehrsprachig. Wir werden manchmal gefragt, wenn Jekmal Anträge stellt, warum sind die denn so viel billiger? Warum fehlen da 20.000 €? Und dann sage ich, ja, die sind 20.000 € im Jahr billiger, weil die keine Übersetzungskosten haben, weil die können die Sprachen, die brauchen keine Dolmetscher. Und das ist dann immer, sorgt für großes Erstaunen. Und wir würden sie aber trotzdem nehmen. Wir würden sie für andere Gelder, für andere Dinge gerne nutzen, genau. Genau. Und auch seit letztem Jahr hilft Jekmal Menschen, die aus der Ukraine geflogen sind und zeigt damit, dass sie sich auch wirklich immer am realen Bedarf in dieser Stadt orientiert und sich für neue Zielgruppen öffnet. Während Jekmal anfangs vor allem von MigrantInnen mit kurdischen Wurzeln besucht wurde, gehören heute viele verschiedene Menschen zur Zielgruppe von Jekmal. Und so sind in der Arbeit des Vereins, wie gesagt, Sprachkompetenzen in kurdischen Sprachen, Arabisch, Türkisch, Englisch und natürlich auf Deutsch vorhanden. Ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich von Jekmal sind die Tagungen zur Mehrsprachigkeit. Zum Internationalen Tag der Muttersprache organisiert Jekmal gerne auch mit Unterstützung des Paritätischen international besetzte Fachtagungen zum Thema muttersprachliche Bildungsarbeit, bei der internationale Wissenschaftlerinnen zusammenkommen hier in Berlin, um sich zum aktuellen Forschungsstand von mehrsprachiger Erziehung auszutauschen. Aber Jekmal wäre nicht Jekmal, wenn es nicht immer weitergehen würde. In einem
Tempo, wenn man denkt, man ist jetzt auf dem aktuellen Stand, ist Jekmal schon wieder 3 Schritte und 3 Projekte weiter. Das haben wir heute auch schon wieder bemerkt. In den letzten Jahren, Frau Darici hatte es schon erzählt, ist Jekmal auch von einem lokalen Träger zu einer überregionalen Organisation angewachsen. Aber auch hier war ich wieder nicht auf dem aktuellen Stand. Ich hätte jetzt gesagt Erfurt, Hessen, Bielefeld, Mainz und Bremen, aber mittlerweile ist auch schon Brandenburg dabei. Also wie gesagt, man kann nicht schnell genug sein. Es sind auch nicht mehr 120, sondern 140 Mitarbeitende. Aber ein Projekt kann ich ankündigen, wo ich jetzt heute mal der Erste bin, das heute Abend verkünden darf, und zwar eine weitere Entwicklung, an der ich auch direkt beteiligt war aus diesem Jahr, ist der Einstieg von Jekmal in die unabhängige Asylverfahrensberatung der Wohlfahrtsverbände durch die Bundesförderung. Also die Verfahrensberatung auf Berliner Ebene gibt es ja schon, aber auch dieses neue Programm. Die Wohlfahrtsverbände haben sich dort seit vielen Jahren dafür eingesetzt, dass die Asylverfahrensberatung nicht mehr vom BAMF alleine gemacht wird, weil wir gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass eine Behörde, die selber über Asylanträge entscheidet, die unabhängige Beratung dazu macht. Da haben wir gesagt, das ist nicht unser Verständnis von Unabhängigkeit. Und dieses Jahr ist es eben gelungen, dass die Asylverfahrensberatung beginnt bei freien Trägern. Und wir als Paritätischer Berlin geben diese Bundesgelder zu 100% weiter an unsere Mitglieder. Und davon ist natürlich einer auch Jekmal, die eben auch schon viel Erfahrung in der Asylverfahrensberatung haben und dadurch das auch sofort umsetzen können. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass das gut klappt. Ja, was der Verein in 3 Jahrzehnten an Bildungsberatungsarbeit geleistet hat, verdient höchste Anerkennung und Respekt. Wir sind immer wieder beeindruckt von diesem stetigen Einsatz und Erfolg und danken dem Vorstand und den Geschäftsführerinnen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Vereinsmitglieder für ihre unermüdliche, kompetente, engagierte Arbeit. Und vor allem auch diesem Power Couple von 2 Frauen hier vorne, also sehr beeindruckend. Wir freuen uns, dass Sie Mitglied sind, schon so lange, und wir sind auch weiterhin gerne an Ihrer Seite als Dach- und Spitzenverband und beraten und begleiten, wo wir können. Dankeschön. Bevor wir den Film zeigen, noch eine Person, für die wir auch natürlich uns bedanken möchten, für die langjährige Zusammenarbeit, Kooperationsgeschichte, die wir haben, die Möglichkeit, heute hier zu sein, in diesem wirklich sehr, sehr schönen, ästhetischen, feierlichen Raum, der auch passt vom Ambiente her. Und Markus Rummel, du bist nicht nur ein Stück weit ein Kollege, sondern auch ein Freund mittlerweile von Jekmal. Es verbindet eine Freundschaft, eine langjährige Zusammenarbeit. Du bist auch lange schon beim Nachbarschaftshaus hier, auch lange im Vorstand, erst Stellvertretung. Dann hast du das als Hauptamtlicher auch übernommen und wirst heute auch sowohl als Freund sicherlich wie auch als Hausherr zu uns sprechen. Vielen, vielen Dank. Ja, als letzter Redner hat man es echt nicht ganz einfach. Wir sitzen alle schon viel zu lang. Ich versuche es kurz zu machen. Liebe Gäste des Jubiläumsempfangs, 30 Jahre Jekmal, liebe Vereinsmitglieder und Mitarbeitende von Jekmal, liebe Günay und liebe Cornelia. Als Geschäftsführer des Nachbarschaftshauses Obernstraße freue ich mich, dass Jekmal sein Jubiläum heute hier in unseren Räumen feiert und hoffe sehr, dass Sie sich, ihr euch alle ganz, ganz wohl fühlt. Die erste Berührung mit Jekmal hatte ich gleich zu Beginn meiner Arbeit im Nachbarschaftshaus Obernstraße, und zwar im Jahr 1998. Damals war Jekmal gerade frisch im Nachbarschaftshaus Zentrum in der Hufrichstraße ansässig, und unser Haus hier, unser Träger, hatte 1997 die Trägerschaft für das Kreuzberger Stadtteilzentrum übernommen. Und wir streckten unsere Fühler in die Umgebung aus und dabei lernte ich euch kennen.
Zu einer konkreten Kooperation zwischen euch und uns kam es aber erst 20 Jahre später, nämlich im Sommer 2018. Gemeinsam entwickelten wir, Jekmal, Wassertor und Nachbarschaftshaus Obernstraße, ein Konzept, ein dezentrales Konzept für die allgemeine unabhängige Sozialberatung in Kreuzberg und erhalten seither gemeinsam eine jährliche Förderung, eine kleine Förderung, aber fein. In diesen letzten Jahren hatten wir daher doch deutlich mehr Berührungspunkte und daher wissen wir auch, welch engagierte und wertvolle Arbeit ihr täglich leistet für viele Menschen und ihre Anliegen. Jekmal ist darüber hinaus ein ganz regelmäßiger Gast in verschiedenen unserer Standorte. Mal ein Sommerfest in der Kinderfreizeiteinrichtung Gräfe-Kids, mal ein Fachtag hier im Nachbarschaftshaus. Zuletzt feiertet ihr im März einzelne Veranstaltungen im Rahmen der kurdischen Kulturtage. Im Mehrgenerationenhaus Gneisenaustraße wart ihr und dann gab es noch das Brotbacken im Nachbarschaftsgarten Kreuzberg in der Nähe vom Tempelhofer Feld. Ihr seid uns und ihr bleibt uns weiterhin ein gern gesehener Gast. Als Organisation, die tatsächlich deutlich älter ist als ihr, wir feiern 2025 70 Jahre Bestehen, möchte ich euch sozusagen als alter Hase 3 Wünsche für die nächsten 30 Jahre mitgeben. Mein erster Wunsch: In den kommenden Jahrzehnten stehen bei euch Generationenwechsel an. Und dann gilt es, unendlich leidenschaftliche Mitarbeiterinnen zu ersetzen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, und das ist mein Wunsch an euch, fangt früh an, diese Generationenwechsel zu planen und vorzubereiten. Fangt früh an. Mein zweiter Wunsch, wenn Organisationen wachsen, und wir haben das heute mehrfach gehört, ihr seid eine ganz stark wachsende Organisation, dann ist es wichtig, neben dem fachlichen Fokus, den ihr immer ganz stark gesetzt habt, auch den strukturellen Fokus zu setzen und die Organisations- und Verwaltungsstruktur zukunftsfähig und stabil aufzustellen, denn das gibt das Fundament für die fachliche Arbeit. Ich wünsche euch dafür mehr Zeit und viel Ruhe, die Organisations- und Verwaltungsstruktur auch nachzuentwickeln. Und mein dritter Wunsch: Bleibt in eurer Arbeit so mit dem Herzen dabei, wie wir euch kennen. Daraus soll euch Energie erwachsen für alle Herausforderungen in den kommenden 3 Jahrzehnten. Mit diesen Wünschen möchte ich euch auch im Namen des ganzen Teams des Nachbarschaftshauses noch einmal herzlich gratulieren zu eurer erfolgreichen Arbeit in 3 Jahrzehnten und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Bevor wir den Film zeigen, noch ein Grußwort von einer kurdischen Einrichtung, Nali-Zentrum. Also Grußwort: Dem Verein Jekmal und eurem Team wünschen wir als Nali-Zentrum e.V. für die kommenden Jahre alles Gute, viel Glück und mehr Erfolg. Was Jekmal in den letzten 30 Jahren geschaffen haben, ist fast undenkbar. Ob man die Beratung für Migrantinnen und Migranten in verschiedenen Bereichen nimmt oder die Eröffnung des ersten kurdischen Kindergartens in Berlin oder aber Veranstaltungen zu kurdischen und deutschen Anlässen wie Nevruz, Weihnachten, aber auch zu traurigen Anlässen wie Dersim-Massaker, Halabja und auch Unterstützung der Flüchtlinge und Migrantinnen in vielen wichtigen Fragen des Lebens. Die Kooperation und Zusammenarbeit mit anderen kurdischen und anderen Vereinen und sozialen Institutionen Berlins hat Jekmal e.V. gut meistern können. Weiter so, wir wünschen Jekmal und dem Team viel Erfolg. Nali-Zentrum für die Weiterentwicklung der kurdischen Sprache und Kultur e.V. Vielen Dank.